Yo Leute, servus. Wir haben es versprochen, ein kleines Review zu Beyond Two Souls. Ich bin der Renton, neben mir. Der Raven King, guten Tag. Guten Tag. Und das hier ist die UK-Version in der Limited Edition. Das hast du aber schön Scheiß Dreck, gemacht. das habe ich schön gemacht. Das ist Assenkacke, weil das rutscht einfach raus. Du musst es immer festhalten und machst dann Das war jetzt halt. kein Trick, du hast keine Öl gemacht. Ich habe einfach locker gelost. Das ist krass. Ich habe Boah, das ist sogar Kenny HD. Raven King, Raven King, Kenny Raven King, Raven King, Kenny Raven King, Raven King. So einfach. Das ist wirklich super. Ich habe mich auch gerade fortgefühlt, wo du Fortgefühlt. und dann wieder da gefühlt. Bin ich im Bild? Ja. Ja, super. So, gut. Was halten wir von dem Spiel? Also es ist das dritte Spiel von Quantic Dream, glaube ich. Das erste war Fahrenheit, das zweite Heavy Rain und das dritte Beyond. Zumindest haben wir die drei gespielt. Ja. Wie wollen wir es machen? Zuerst gut und schlecht aufzählen, oder? Ja. Ja? Zuerst das Gute. Ja. Oder? Das Gute. Das ist so Der Willi. Super. Der Willi. Der Willi. Also Willem Dafoe ist dabei und Ellen Page, wie hier drauf steht, wenn man es erkennen kann. Also so grüne Gnome. Wir haben auch gewusst, dass er irgendwann so ein bisschen gnomisch wird. Er wird auch ein bisschen gnomisch, also wir wollen auch nicht das Ende verraten, falls ihr das Let's Play nicht gesehen habt. Gucken's, es ist gut. Ach, wenn wir ein bisschen assi manchmal sind, es ist in Ordnung. Ist es Assi? Assi, aber in Ordnung. In Ordnung Assi. Assi in Ordnung. Es ist assi in Also, Ordnung. der Willi, ja genau. Willi, einer von einigen Charaktere, die ich sehr gut gestaltet finde. Und da kommt auch so ein bisschen die Persönlichkeit raus, was eigentlich bei deinen Spielen von Quantic Dream immer so ist. Die bauen eine gute Story auf und für das brauchst du auch gescheite Charaktere. Und der Willi war toll, ich fand die Jodie toll, ich fand... Also die Ellen Page spielt die genau, Jodie. Ja. So. Wenn ihr wissen wollt, um was es geht in dem Spiel, die Jodie hat so einen Geist um sich rum. Also, Ne, die hat kleine Dinger. Kleine Dinger oder aber einen Geist um sich rum. Und der Willi untersucht sie und die Jodie erlebt Abenteuer mit diesem Geist. Und den Geist kann man auch steuern, der Aiden. ja. Das war jetzt so ganz kurz und knapp. Hättest du den Aiden fett weggelost, hättest du auch ein Porno sein können. Jetzt Es ist wirklich kein Porno. also manchmal. Ja. Ja, manchmal. Was auch cool war, es gibt einen Two-Player-Mode. Und zwar kann jemand den Geist steuern und jemand die Jodie. In dem Fall habe ich die Jodie gespielt und der Raven King der Geist. Das war cool. Das war gut, ja. Das war echt cool, weil du musst eher nicht nur zugucken. Das war gut. Weil das ist so scheiße. Und in der Spiel, in der kommt zu, Ist nicht so gut. nix. Nicht so gut. Was auch super war, war der Soundtrack. Also die Hintergrundmusik, Haben bombastisch. die super gemacht. super Gerade gegen gemacht. das End, was wir nicht verroten. Ja, so. Dramatisch und gut Hollywood-mäßig. Das ganze Spiel war Hollywood-mäßig und da muss man auch gleich sagen, es ist ein interaktiver Film. Es ist in dem Sinn kein Videospiel. Genau, man macht nicht viel, man trifft zwei Entscheidungen und kann das Spiel geschehen beeinflussen, zum Beispiel auch das Ende. Das wir ja nicht verroten. Ja, okay. Ja, passt alles sehr gut zusammen. Passt alles super gut zusammen. Steuerung Die Steuerung, ist super, ach als Geist. es ist halt simpel. Ja. Man bewegt sich mit dem linken Stick und mit dem rechten drückt man alles mal in eine Richtung, was man machen muss. Und dann gibt es als Action-Knopf wie X, Viereck, Kreis, Dreieck, was man also drücken muss ganz schnell, dass irgendwas passiert. Und als Geist muss man halt hoch, runter, links, rechts und dann etwas drücken und dann mit den Sticks arbeiten. Ja, so, ja. Aber es ist auch manchmal wirklich schwammig oder schwierig, weil der Geist wird auch beeinflusst, je nachdem wie es so Jodie geht. Geht es denn ach gut oder schlecht? Oder du musst zum Beispiel, ja, Leute beeinflussen und da muss man dann auch genau auf den Punkt treffen und das ist ein bisschen knifflig, aber schaffbar. Schaffbar, auf jeden Fall schaffbar. So, fällt dir noch ein guter Punkt ein? Aiden. Ja, eigentlich schon. Welcher? Ich Sag's. sag's. Man spielt die Story nicht linear. Stimmt, ein sehr wichtiger Punkt. Ein sehr wichtiger Punkt. Immer auch mal gesagt haben muss. Ja, also stellt euch vor, ich nehme an, dass das älteste Alter von der Jodie ist 25. Ja, das sind wir 25. Das haben wir aber 25. Das ist ein Mädchen. Das ist ein Mädchen. Du 25. fangst an mit 25 und du plötzlich bist ein kleines Mädchen von 5.
20 Jahre Unterschied. 20 Jahre. Und dann bist du manchmal 20. Und in den 20 Jahren Timeline springt man immer hin und her. Man hat aber am Schluss die Möglichkeit, wenn man in der Chapter Select Screen geht, das Ganze von Clay noch groß zu spielen. Das geht auch. Das ist Also cool. linear. Linear. Und das Ganze fügt sich am Ende zusammen. Also es ist nicht einfach nur eine straighte Geschichte, sondern kreuz und quer und es fügt sich, ja. Ja, das war cool. Ja, das war cool. Das sind mir immer cool. Das manchmal, ja. Der cool man! The cool man, yeah! Was mir nicht so gefallen hat. Ach du Geh Scheiße. mal rüber. Gibt's noch was? Nix drüber. Was ich scheiße fand, ist, du hast kaum Möglichkeiten, was zu machen. Es ist alles wie vorgegeben. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Man hat das Gefühl, man kann nichts falsch machen, es ist eigentlich nur diese Entscheidungssache. Man kann nichts falsch machen und eben genau diese Entscheidungssachen, gerade die, sind sehr wenig. Also ich hatte das Gefühl, dass man die verschiedenen Enden wirklich in den letzten 10 Minuten erreichen kann. Ja. Ja, also je nachdem, was man da macht in den 10 Minuten. Beziehungsweise gibt es auch so ein bisschen Ungereimtheiten, zum Beispiel, jetzt kann ich das Ende verraten. Man trifft eine Entscheidung und dann passiert doch irgendwas, wo man halt gedenkt hat, ich verhalte mich jetzt so und dann wird bestimmt das andere nicht so und so passieren. Ja, Werden wir sehen, wie es meinen. genau. Und wie es meinen. Es ist schwer zu erklären. Als Beispiel, in Heavy Rain hat es passieren können, dass einer von euren Figuren stirbt und der ist dann wirklich weg. Hier gibt es sowas gar nicht. Nö. Das gibt's einfach nicht. Oder was weiß ich, in Heavy Rain geht man hin und fällt ein Baum und der Baum ist später halt weg. Und mit dem Baum wäre sonst was gewesen, als Beispiel. Und sowas gibt's halt überhaupt nicht. Es ist alles, so wie ich vorhin gesagt habe, dass es doch nicht straight war, ist das wiederum doch straight. Also man hat nicht so viele Entscheidungsmöglichkeiten. Das fand ich bei Heavy Rain cooler. Ihr seht, wir hätten Schwierigkeiten auf den Punkt zu kommen und ich glaube, das Spiel hat 8 stellenweise einfach Schwierigkeiten auf den Punkt zu kommen. So check's ab. Ja? Oder? Ja. Stimmt? Ja? Ja, Gut, doch, jetzt stimmt. Was check's ab. Einfache Sache, kompliziert erklärt und dann wieder... Was mich auch gestört hat, ist, es gibt Kapitel, die sind 2 Minuten lang und dann gibt es Kapitel, an denen hockt man eine Stunde. Und das Problem ist, wenn du dieses Kapitel wieder spielen willst oder eine Stelle des Kapitels, so wie wir das Ende nochmal gespielt haben, muss man eine Stunde dran hocken, um da dran zu kommen. Man hat keine Zwischenschritte in den Kapiteln. Ja. Das Also, ist, ja. es hat einen Wiederspielwert, einfach nochmal allein schon wegen der Storyline, wenn man es von jung nach alt spielen will zum Beispiel oder wenn man gucken will, was noch alles möglich ist. Aber es ist ätzend, wenn man ein Kapitel, eine bestimmte Stelle nochmal ausprobieren will. Das ist scheiße gelöst. Genau, gerade als Let's Player. Wenn Ja, es gerade dann ist es Wir scheiße. sind ja ein eigener Schlag Menschen. Ich schlag eigene Menschen. Schlagspielzeug. Wir schlagen Spielzeug. ja. Also das Let's Play lohnt sich auf jeden Fall. Das Spiel lohnt sich auf jeden Fall auch. Ich würde aber warten, bis es, sagen wir, 30 Euro. Wenn man es für 30 Euro kriegt. Was man dazu sagen muss, die deutsche Version von Beyond Two Souls ist geschnitten, die UK-Version auch. Und auf der UK-Version ist keine deutsche Tonspur. Da kaufe ich es schon aus dem Ausland und dann ist es noch geschnitten, weil es für ganz Europa geschnitten ist. Kacke. Scheiß Dreck. Drecksspiel. Oh, mach's nicht kaputt. Nee, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Oh Gott. Da steht Willem Dafoe drauf. Ich will im Telefon. Okay, probieren wir mal eine Bewertung von Amazon 1 bis 5 oder machen wir 1 bis 10? 1 bis 10. Du meinst eine Gesamtwertung und eine Teilbewertung machen? Nee, du machst die Sagen 10. Nee, wir machen einfach. Nee! Das dauert doch viel zu lange. 7. Also Bewertung. Du? 7. 7. 7 von 10, ne? 7 von 10. 7 von 5. Ja, würde ich auch fast sagen. 7 von 10. Ihr müsst aber wirklich wissen, es ist kein Videospiel, es ist ein interaktiver Film. Das muss man einfach so sagen. Ja. 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 Interaktiver Film, 7 von 10. Im Vergleich, Heavy Rain hätte bei mir 9 von 10 bekommen. Ja. Und Fahrenheit auch. Aber 7 trotzdem von nicht 10. schlecht. Gutes Spiel. Es ist trotzdem super, aber es kommt nicht ganz an Heavy Rain ran.
tut es einfach nicht. Gut, in diesem Sinne. In eurem Sinne sind wir jetzt fertig. Genau. Und Beyond Two Souls, es ist zu empfehlen. Es ist kein Mega-Highlight, aber es ist gut. Es ist einfach gut. Ja. 7, 10. Du hast Gut, die ganze fast Zeit sehr gut. Hochdeutsch geredet. Ich glaube, die Leute haben mich noch nicht Hochdeutsch reden hören. Oh Gott. Normalerweise machen wir es auf Felsisch. Pilzig. Beyond zwei Seelen. Ja, ich hab's halt versucht. Manchmal kommt der Pilz Aber noch du ein kannst es bisschen, gut. manchmal Du kommt er kannst- noch ein bisschen du kannst durch. auch gut, Du kannst auch gut. Manchmal kann ich das sehr gut Chapeau, tun. Chapeau, Ja, Chapeau, ja, Chapeau. ja. Noch ein paar Anglizismen oder ein bisschen. Hämmer's jetzt? Ich glaube, wir hätten uns voll in die Länge ziehen. Hämmer's jetzt? Ja, es ist gut! Gut, tschüss.